Tefiala, eine grandiose und gewaltige Welt, wartet immer darauf, von uns erobert zu werden. Mit unseren neuen Teammitgliedern Priscea und Zelos, die zwar ein bisschen crazy sind, aber deswegen auch umso besser in unserem aktuellen Team passen. Ja, Zelos, Priscea, direkt 2 Frontkämpfer in der Reihe, mit Jude natürlich, oder das Sake mit Loi natürlich. Und ja, deswegen würde ich mal sagen, levelmäßig mal soweit gut. Gehen wir mal auf die große Brücke. Und so da links auf der Karte noch etwas. Ah, naja. Ist mir jetzt gerade ein bisschen egal. Die Brücke von Tefiala. Boah, ey, ist das eine riesige Brücke. Das kannst du aber laut sagen, Leute. Hört zu und staunt, ihr Landeier. Das ist die größte Zugbrücke der Welt. Sie verbindet die Kontinente Altamira und Fuji. Ihre Steuerungsanlage arbeitet mit 3000 X-Spheres. Was? 3000 Menschenleben. Was? Was ist los? Was sind für Gesichter? Ich denke, wir sollen es dir erzählen. Blabla und blabla und blablabla und blablabla. Das ist eine ziemlich noch schlimme Geschichte, aber ist das wirklich wahr? Glaubst du, wir finden so etwas? Ach, es ist nicht so, als ob wir die Toten dadurch lebendig werden. Man sollte immer die schöne Seite des Lebens betrachten. Ja, ist klar. Ich weiß nicht, ob er ein Optimist ist oder ob ihm einfach alles egal ist. Wo wir gerade beim Thema sind, du und Priscea, er tragt beide X-Spheres. Hat jeder in dieser Welt einen X-Sphere? Es hört sich nicht so an, als China über sie sprach. Nein, ich habe diesmal den Leuten, die sich selbst die Abtrünnigen nennen. Die haben ziemlich viele davon an China und die Garde des Patriarchen und an andere verteilt. Und Priscea? Keine Ahnung, kleines? Die ist ja so gesprächig. Ja, voll. Wie ein Wasserfall plaudert sie. Naja, werden wir dann mal erfahren. Wer bist du denn? Sich kein Duden. So, willkommen Außerwelt und ihr Häuser in der Silverwind. Achtung, jetzt kommt's. Das Mana wird langsam knapp. Bitte sei vorsichtig. Das ist so knapp. Da muss Silverwind ja eine verschrumperte Rosine sein. Er hat was. Hat durchaus was. Nun gut, überall zu wenig Mana. Mana hier, Mana da. Ich schnell gar nichts mehr. Steht doch einfach das Mana aus der ganzen Welt. Sprich, löscht es einfach aus. So ein Silverwind als der Tefiala. Und wir haben das Problem gelöst. Naja, wenn es mal... Kann sein, kann er mehr von der anderen Welt irgendwie klauen wollen, weil es dann halt einfach gar nichts mehr gibt. Okay, die Brücke ist groß. Wie bist denn du? Eine Katzendown in Blau? Ich liebe den Ozean, es ist so erhaben. Eine Seekatze, das ist ja eigentlich, das sage ich schon wieder eigentlich, aber echt, das ist eigentlich unlogisch, weil Katzen mögen kein Wasser. Egal. Das muss Schicksal sein, es ist so großartig, dass wir uns an diesem Tag treffen. Lass uns spielen. Okay. Also, sollen wir spielen? Wer ist mit? Wer hat Angst vor einem bösen Mann? Wer hat Angst vor einem bösen Mann? Okay. Okay, los geht's. Yeah. Level 1, auf die Plätze. Was muss er machen? Hä? Was rotes Licht? Ich verstehe das rote Licht nicht. Ist er mit roter Kreis gemeint? Ah, tatsächlich. Mit dem Kreis gehen wir weiter. Alter, das ist lange her, dass ich das damals gespielt habe. Ah, scheiße, geh wieder, tschüss. Also muss man am Anfang zurück. Das ist ja Leben bei mir damals. Waren wir direkt raus? Ja, direkt raus. Oh, wenn ich es weitermache, verliere ich noch. Gene, es gibt doch mal ein bisschen Gas. Das muss doch gehen. Wir haben's bald geschafft. Dann sind wir die Besten. Oh je. Muss ich eigentlich berühren oder was? Du gewinnst! Yeah! Level 2. Auf die Plätze. Was ist das gerade? Scheiße, schon wieder verloren.
Du. Und was bringt mir das? Das würde ich dann gerne erfahren. Was soll das immer? Oh, scheiße. Glück gehabt. Ja, Gines, der hat Schwein, der hat es einfach drauf. Der Kleine, der vor mir, der ist ein bisschen sehr doof. Aber das macht doch nichts, wir haben's gleich geschafft. Unseren Vorsprung, den holt so schnell keiner auf. Wow, scheiße! Nein, da war ich so übermütig und schon bin ich wieder hinten dran. Das war einfach nur fies. Du bist doch richtig mies. Ne riesige, miese Katze. Du. Naja, riesig vielleicht übertrieben, aber schon nicht 1 Meter groß, also von dem her. Ah, das schnallt einfach nicht mit seiner kurzsichtigen Brille. Das ist eigentlich rotes Licht, verstehe ich nicht. Und die nächste geht auch. Ich hoffe nur, Gines wird's noch durchhalten. Wenn nicht, dann habe ich ein kleines Problem, doch das wäre mir gar nicht recht. Oh Mann, diese Mucke, die animiert ja zum Singen. Das Problem ist nur, dass sie auch meine Konzentration stört und ich habe verloren. Das war so lame. Egal, kommen wir doch mal weiter. Denke Spiele. Ja, vielleicht später nochmal. Erstmal hier weiterkommen. Und gucken uns doch hier noch so Schönes verbirgt in der, naja, großen Brücke. Und noch ein bisschen Naruto-Brücke. Schnarch. Oh, was ist da drüben los? Weißt du, ist sie wieder drüber? Geht nicht. Das ist natürlich jetzt ein bisschen sehr doof. Sag mal, kann es sein, dass ich mir gerade hier ein bisschen verarscht vorkomme? Jetzt wird doch immer wieder zurückgeschickt und so. Ach nee, jetzt sind wir da. Jetzt sind wir ja da. Du. Ja, sag's ja, Ohrwurm. Wir haben es geschafft, wir sind drüben. Im anderen Kontinent. Ja, so schnell kann es gehen. Die Frage ist bloß, wie geht es genau weiter? Nach Sybak müssen wir also, alter Schwede. So, servus, was bist du für einer? Hat sie vielleicht neue Gegner? Na, schön was gewesen. Achso. Ja, Kollege, einfach kann, sagt einfach nichts mehr. Das ist natürlich doof. Aua, und erwischt hat er mich auch noch. Boah, da. Die sind einfach übel. Naja, zähllos. Ich muss sagen, Priscilla gefällt mir ganz gut. Die Kleine hat das drauf. Du. So, wir müssen jetzt also nach Sybak, oder? Irgendwie so ist die Stadt. Die müsste ja dann irgendwie theoretisch da vorne sein. Hier gibt es scheinbar ein neues Monster, was natürlich ein bisschen schade ist, aber gut. Es geht Schlimmeres. Du. Sybak, ist das schon bereits? Ja, dann halt schon hier hin. Ich hätte irgendwie Bock, wobei, was soll man groß machen? Überall hat's Berge. Das ist schon mal alles. Ja, doch, da könnte ich irgendwie durchkommen, aber nee. Tefiala, Sache Tok. Was? Ich wurde jetzt angegriffen. Ja, sie ist so biestig, die Kleine mit pinken Haaren. Alter Schwede, die Special Effects. Sie will nach Hause? Wieso denn? Bei uns ist doch so lustig. Naja, sie ist halt doch nur ein kleines Mädchen. Du, das habe ich gerade laut gesagt. Sybak. Universitätsstadt Sybak. In Part Nummer 50 endlich mal erreicht. Ich hasse diese Stadt. Schnell, nach Rosit. Tut mir leid, Priscilla.
Warte noch einen Moment, Kleines. Wir sind ruckzuck fertig. Stimmt's, Leute? Ja, tut mir leid. Wieso jetzt was in die Stadt hier? Das ist eine gute Frage. Gute Frage. Nächste Frage. Wieder mal so eine Katzendame. Oh, eine Expedition. Hey, kommen wir hier hin? Was hat's denn hier eigentlich alles? Alter, immer so eine große Stadt. Ein bisschen umgucken. Kann ich hier rein? Einfach so reinkommen. Jo, es sollte eine Nachricht von aus Mail Tokyo vorliegen. Auserwählter, wir haben schon auf dich gewartet. Bitte, hier entlang, bitte. Aufgrund der Berichte über Colettes Symptome haben wir uns auf die Forschungsdaten von unserem Crucix-Kristall des Auserwählten konzentriert. Tja, dann war ja mein Kristall also zu etwas nütze. Wenn es Colette wieder gut geht, muss ich sicherstellen, dass mir großzügig dankt. Ihr wisst schon was. Ja, ich bin pervers, aber das liebe ich. Crucix-Kristalle entstehen vermutlich aus X-Spheres. Beide Kristallarten sind leblose Wesen. Was sagen Sie da? Leblos, was? Leblose Wesen, wie soll ich das erklären? Im Grunde sind X-Spheres lebendige Wesen wie wir. Ja, beide Kristallarten sind wie Parasiten, die sich in anderen Lebensformen einnisten. Parasiten, kein besonders schöner Gedanke. Dabei verliert das Mana im Körper sein Gleichgewicht und gerät ohne Schutzfassung völlig außer Kontrolle. Also deshalb verwandeln sich Menschen in Monster, wenn ihre X-Spheres keine Schutzfassung haben. Genau, mit anderen Worten, da Crucix-Kristalle und X-Spheres gleiche Eigenschaften besitzen, gehen wir davon aus, dass Colette an einer parasitären Infektion leidet, die durch den Crucix-Kristall verursacht wird. Ich verstehe, also begünstigt das Ritual des Siegelbrechens nach der Verbindung mit dem Crucix-Kristall. Faszinierend. Professor, sagen Sie nicht so etwas nach allen schlimmen Dingen, die Colette zugestoßen sind. Colette hätte den Titel Opferlamm. Oh Gott, war das echt nötig, Entwickler. Opferlamm. Das klingt fast so wie, ja, Colette, du bist ja geopfert, so, Opferlamm. Komm schon, fällt über sie her. Wenn sie also eine Fassung hätte, können sie wieder in den Normalzustand zurückkehren, ja? Ja, sie wären in der Lage, den Crucix-Kristall nach Belieben zu kontrollieren, wenn in eine Schutzfassung eingelassen wäre. Eine Schutzfassung? Wo kriegen wir eine her? Ja, gute Frage, wo kriegen wir eine her? Hallo? Ich würde eigentlich Material für mein Experiment holen, aber der Raum wird jetzt offenbar als Lager für Lebensmittel verwendet. Hä? Wo sind jetzt die Materialien für mein Experiment? Was für eine verrückte Stadt? Ich frage mich, was wohl die effizienteste Art ist, magische Energie herzustellen. Gute Frage, wenn man Tag als Erde begegnet. Was, Gnom? Ja. In anderen Spielen schon öfters. Alter, wer bist du denn? Bist du ein neuer Student? Was ist ein Hauptfach? Gib dir Mühe, ja. Oh Gott. Was für ein Chaos, vielleicht sollte ich mir einen anderen Professor zuweisen lassen. Ja. Das würde ich auch tun. Hineingehen, erstmal gucken, wo wir sonst überall sind. Oh. Da waren wir auch schon. Zack, da geht's auch noch lang. Alter. Ne, hier waren wir. Hä? Das war verwirrend, sieht alles gleich aus. Wir sollen das alles lesen? Meint ihr das ernst? Als Jude würden sie... Jude sag ich schon. Ja, der Kleine würde sich freuen. Irgendwo in diesem Material soll es Hinweise auf längst verlorene Magiekünste geben. Der kleine Jude, das Hill of Xillia. Was hat sich denn wohl hier verborgen? Ein bisschen aus den Hörnern her und so. Nur Flügel. Manche stimmt so nicht ganz, aber der Rest könnte fast ein Glurak sein. Interessant. Glaubst du, das ist die richtige Lösung der Gleichung? Keine Ahnung, jetzt haben wir noch eine Gleichung. Diese Kreaturen, die vor langer Zeit ihrer Blütezeit erlebten, sind vermutlich ausgestorben. Weil sie nicht in der Lage waren, mit den rasanten Veränderungen der Umwelt Schritt zu halten. Lebewesen müssen in der Lage sein, sich anzupassen und überleben zu können. Ja, siehe die Menschen. Das perfekte Beispiel dafür. Leider ein bisschen im negativen Sinne. Wenn man in der Forschung nicht weiterkommen, suche die Einsamkeit. Ja. Wenn das für dich das Richtige ist, dann ist das sehr gut. Oh, die Kantine. Hab Hunger. Hunger. Schmeckt das Essen hier nicht wirklich lecker für einen Mensa? Mensa? Natürlich. Kommt in der Mensa Sonnenschein.
So, ein bisschen Rindfleisch, Hühnchenfleisch, ne, wie alles noch. Brot braucht der Mensch. Tofu, Hilfe. Kein Tofu, du willst mich töten. Ich brauche Brot, wo hat's Brot, ist halt kein Brot. Ist das kein Brot? Aus Sojabohnen, unter Gesundheitsfreaks sehr bekannt. Voll Deibel, ey. Mann, ich hab nichts gegen Veggie und so, kein Problem. Ich esse ab und zu auch mal gerne vegetarisch, aber Tofu, nee, damit kannst du mich auf den Mond jagen. Untersuch die Kostenreduzierung bei Zaubersprüchen sowie magische Effekte. Ähnlich wie mit Kutteln, Sauerkraut und Pilzen. Ja, Pilze geht eigentlich noch, du kannst bloß bis zur Hölle schicken, aber mit Kutteln und Sauerkraut. Fiu, weg bin ich. Eigentlich wird man durch den Verzehr von Vitaminen klüger. Kommt bloß auf an, in welchem Ausmaße. Für Kuchen ist immer Platz im Magen. Kommt auf den Magen drauf an. Bei Alphans 11 Stück war, da waren es 9, weiß auch nicht mehr. Obwohl. Ein Stück Kuchen? Wäre nicht abgeneigt. Willkommen der Mensa. Ah, ja, noch etwas. Oh, Erdbeeren. Besonders lecker mit Milch oder Sahne. Zweideutig. Reis haben wir hier. Brot, Brot, Brötchen, Brot, Brötchen, Brot, Brötchen, Brot. Ausrüsten nehmen wir nicht. Vielen Dank. Tschüss. So, die Mensa hatten wir auch schon. Alter, das ist groß hier. Wer bist du? Ich wollte dem Typen quatschen, nicht reingehen. Servus. Bist du mit der Spieltheorie vertraut? Spieltheorie? Ich bin hier Yu-Gi-Oh! Oder was? Yu-Gi-Oh! Oh, wenn ich ein Herz oder eine Fackel anzünde, heißt das, der Elementargeist ist vorher existiert hier. Was für ein Quatsch, ey. Sag's mal Mila, die bitte was husten. Lalala. Ach du Scheibenkreis. Das erinnert mich ein bisschen an Skyward Sword. Gab's auch so einen Pflanzenfreak. Blumen fügen eine Magie, die Menschen anzieht. Millionen Obst oder Gemüse? Spontan würde ich sagen Obst. Wie kommt auf Gemüse? Ach so, weil das aus dem Boden herauskommt, wa? Kartoffeln sind ja auch Gemüse. Tomaten ja auch. Erdbeeren sind ja, Obst, weil es an den Bäumen kommen. Gute Frage. Melonen. Pflanzt ein, wa? Melonenkern und so. Kürbisse. Das Kürbis ist auch Gemüse. Scheint fast so, wa? Crazy. Also mich ist... Nee, also Melone ist für mich Obst. Fertig. Hauptsache es ist gesund. Wissenschaft formuliert Theorien auf Basis von Daten und prüft auf Richtigkeit. Wobei gesund, man kann es natürlich auch zu Tode gesund ernähren. Hauptsache natürlich, es schmeckt einem. Ja, auch schon. Okay, sieht überall so aus. Und die Wahrheit nicht entdecken, wenn man sich an Regeln hält. Okay. Ladies and Gentlemen, der nächste Start von Nummer 1. Beobachtungen der existierenden Theorien ignorieren Mangel dessen Überzeugungskraft. Verstehst du, kann das sein? Mundschutz? Okay, wir sind schon fertig hier. Toll, alles nur für... ich will vorbei. Power 50 geht nur für solche nichtsnützigen Gespräche drauf. Ja, schön Schrank auch. Muss das denn sein? So, ich will raus hier. Schon besser. Gut, gehen wir mal rein, weil da kann ich irgendwie nach links entlang. Das spielt natürlich hier sowieso. Dann hier entlang und dann hier ganz links. Aber noch nicht, glaube ich zumindest. Da, was ist der Weg? Magie ist der Vorgang einer leichten Beschleunigung der Kräfte Elementargeister. Uiuiui. Uiuiui. Alter, wie sieht denn hier aus? Okay, von der keine Zeit dafür, keine Zeit, ist sowieso alles unwichtig. Aus dem Weg! Wer geht denn das hier noch rein? Der tiefste Keller? Abgeschlossen. Habe ich hier einen Schlüssel? Nee. Wäre auch zu einfach. Du hast einen Schlüssel? Bitte geh nicht in den Keller. Wow. Also einmal sehr informativ. Bitte geh nicht in den Keller. Angeblich sind Algen und andere Wasserpflanzen der Ursprung allen Lebens.
Okay, okay, wie kann uns das Fisch unter Wasser atmen können? Die haben Kiemen, verdammt nochmal. Die atmen, also, ja, atmen. Kann man dem atmen sagen? Er hat schon Wasser. Mit Kiemen atmen die aber keinen Sauerstoff. So, soweit mal sehr, sehr uninteressant, muss man mal sagen. Naja, das heißt uninteressant. Für diejenigen, die es halt interessiert, natürlich schon, aber ansonsten. Ja, ansonsten ist es eher ein bisschen. Naja. Nice to have, beziehungsweise good to know, aber eben auch nichts wirklich, was uns hier im Let's Play weiterbringen würde vom Spiel selbst. Also erwartet, das stimmt allerdings. Kann ich vor allem als Informatiker sehr gut, also sprich Computerfachmann, kann ich da Liedchen davon singen, weil ganz ehrlich, du kannst, ja, das ist ganz einfach, einfaches Beispiel, du kannst 100 PCs aufsetzen, alle vom gleichen Typ, alles gleiche Hardware drin, alles picobello. Daran kann es sicher sein, mindestens einer wird irgendwie nicht funktionieren, weil einfach in die Konfiguration ein bisschen anders ist, was du gar nicht gesehen hast, was du gar nicht wissen kannst, in den Bit ist ein bisschen anders. Es ist einfach nur verrückt teilweise. Oh, ich habe einen Blasebalg. Okay. Das ist ganz Interessantes. Okay. Das war hier eigentlich nichts Interessantes. Wuff, wuff. So, ja, ich weiß, Part wäre bereits vorbei, Leute. Das ist Part 50, machen wir mal ein bisschen länger. 2, 3, vielleicht 4, 5 Minuten. Mal gucken. Bibliothek, was hat's denn hier Schönes? Was ist das denn hier? Du verkaufst doch nur Schrott. Es ist fantastisch, nur fantastisch. Oh, ich liebe es so. Antike Magie, Technologie, Kohle. Oh, meine Schwester mal wieder. Mensch, kommt schon. So noch etwas, das wie eine Schutzfassung aussieht. Hier ist eine Schutzfassung. Was, willst du den Schrott kaufen? Ja, wie viel? Mal sehen. Alter! Bist du wahnsinnig? Das ist Schrott. 10.000 für Schrott! Okay, ich will sofort den Verantwortlichen mit diesem Basar sprechen. Ich sorge dafür, dass er hier keine Geschäfte machen wird. Wer bist denn du? Du hast vielleicht Nerven, den großen, zähllosen Außerwelt nicht zu erkennen. Außerwelter? Oh, scheiße, wir nehmen diesen Schrott, ich meine. Und die Tennis übergebe ich dir das hier und flehe dich um Vergebung an. Ich küsse sogar deine Schuhe. Ist gut, mir gefällt deine Anstellung. Ich werde mich an dich erinnern. So, wir haben's. Danke, Zelos. Das ist doch nichts. Das ist ja für meine süße Colette. Nee, nicht schmatzen. Okay, ich frage mich, ob ich ein Labor benutzen kann und repariere sie. Oh Mann, ich bin ein Heuchler. Nehme ich nicht. Willkommen. Anpassungsdienste. Kotetsu. Brauchen Osafune, aber immer noch nicht. Exquisites Dankeschön vom gleichnamigen legendären Meistergefertigten. Alter. Das ist geil aus. Stachelkranz sind ausgerüstet? Oh, das würde ich gerne machen. Aquaschwert. Dulte Hydra. Verdammt nochmal. Na, Kratos. Stacheln soll auch gehen. Spitzhut. Geniwaskenmütze. Oh, Mensch, ey. Wir brauchen nichts. Kann ich schon an Englisch. Was brauchen wir denn alles? Ja, natürlich kann ich auch kaufen, kein Problem. Mythrilring, Stachelchakra, Aquascherne, Streitaxt. Oh, streiten uns ein bisschen, wa? Spitzhut. Brauthandschuhe. Ist klar, ihr helfen sie, okay? Kaufst sie halt. Bogerschwert. Ganz kurz gucken. Mystischer Ring, vielleicht kann er doch noch was machen. Ein Stiletto, okay. Die Braut, du bist so eine Braut. Komm mal wieder. Jetzt will mich ins Mithril noch. Ach du Scheibenkleister. Stahlschwert habe ich immer noch nicht. Okay, bei ihr wird es gehen, dann fällt mir das Mithril noch und alles mögliche. Ach, Menschenskind, ey. Hast du noch Schönes? Nix. Einfach nix für uns. Ist doch ne Scheiße, Mann.
Wir sind noch viel zu schwach. Franziska! Ja, kauf schon noch die anderen Dinge, kein Problem. Ja, soweit gut. Was interessiert? Gehen wir mal hinein und gucken, wer sich hier denn so Schönes befindet. Okay. Willkommen in der Universitätsbibliothek. So mit dem Titel, in einem Buch mit dem Titel Ausdrücken gesetzt um Chemikalien. Dann suchen wir weiter. Ja, zufolge kann jede Monsterspezies identifiziert werden, die kürzlich aufgetaucht ist. Ja, Monsterbuch sagt das nur. Das Bewusstsein. Yep, hat auch was für sich. Was sagst du? Sagst nichts Interessantes. Sagt der hier. Ne, auch nichts Besonderes. Mann, oh Mann. Bezeichnet war. Okay. Und dann nehmen wir unser TVA-Gesicht. Okay, sehr interessant. Fangen wir mal an. Man könnte doch eigentlich mal wieder mal gucken, was sie so für Monster verzeichnet haben. In der Monsterliste. Remiel, Ort, okay, Fragezeichen. KB 16.000. Yggdrasil. Ja, bin ich gar nicht dazu gekommen. Fies. Na egal, ich catch dich nochmal gegen den. Was? 257 Gegner insgesamt, aber erst 33%. Okay, hier 400%. Scheiße, krieg ich den gar nicht mehr, Butter. Nein, krieg ich den gar nicht mehr. Verdammt. Resolute Killerin. Ja, China, ungeschickte Killerin, okay. Klar, 2 Dinger für die, ist klar. Hier haben wir ja Quarm, Magnus. Boah, der hat eine Riesenaxt, ey. Verloren, ist klar. Kratos Aurion. Ja, die weiß ich auch, ey. Undine. Kommen hier vielleicht noch die großen Geister. Schwerttänzer. Oh, der fehlt ja auch noch, stimmt ja. Müssen wir jetzt gleich down kriegen, wa? TP-Angriff, wobei 600 Angriffe, ey, Alter. Na doch, geht, ihr seht ja, Kratos alleine haben wir auch schon fast down gekriegt. Da viel weniger KP in der Nähe. Also nächstes Mal würden wir einen Schwerttänzer klein kriegen. Das dämliche Vieh, hey. Den schnapp ich mir irgendwann noch, keine Sorge. So, was ist denn das hier? Eine Herberge? Tatsächlich, geil. Ein bisschen pennen. Muss! Scheiße, wenig Geld! Oh Mann, wir haben so wenig Geld. Wisst ihr was, Freunde? Wie es weitergeht hier bei Tales of Symphonia Chronicles, erfahrt ihr wieder mal im nächsten Part. Danke fürs Zusehen und bis dahin. Macht's gut und ja. Bleibt weiterhin dem Spiel fleißig treu. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.